Aujeri, wieder einmal ein Hirnbatzel, bin der Geisheim. Ich habe jetzt einen Text geschrieben, den ich nicht weiß, ob ich ihn auf Telepolis bringen kann, weil die haben mir schon wieder einen Text gespielt und haben die endgültige Sperrung angedroht, die Sperrung des Accounts, also des Kontos. Das heißt also, dass ich dann nicht mehr existiere auf Telepolis nach wie viel Jahren? 6, 7 Jahren und ungefähr 800 Kommentaren, die man dann auch nicht mehr aufrufen kann. Aber so geht es zurzeit. Viele kritische Leute, die werden einfach zensiert und von dieser neuen Inquisition kaltgestellt. Deswegen nehme ich heute diesen Kanal, auf dem wir uns gerade befinden, der natürlich keine große Reichweite hat. Ich krebse dabei so ungefähr bei 120 Abonnenten umeinander und ausnahmsweise, wenn meine Beiträge mal die 100er oder die 200er Marke an Aufrufen übersteigen. Ich hoffe wobei, dass mehr werden, aber sie werden nicht mehr. Sollte aber nur Wunder geben. Viele wollen das auch gar nicht wissen, weil sie müssen da leben in diesem System. Sie haben sich irgendwie arrangiert und haben Kinder und Schulden und so weiter. Die wollen es gar nicht genau wissen, weil dann wissen sie, dann müssen sie vielleicht ab und zu einmal das Maul aufmachen und sich querstellen und dann haben sie draußen aus der Firma. Es gibt Fälle, ist mir gestern einer bekannt worden, da war eine junge Frau in Berlin auf der Demo und hat es in ihrem Büro dann den nächsten Tag verzeiht. Und dann haben alle gleich zurück, ja, hast du angesteckt und so weiter. Darfst nicht mehr kommen, wenn du nicht sofort eine negative Testung hast. Und Panik und Mobbing sind sehr verbreitet. Also schwimmen alle mit dem Strom, gaukelnd und denken sie ihren Teil und hoffen, dass irgendwie überlebt. Aber jetzt zu meinem Text, Hochdeutsch, Erholung für die geschundenen norddeutschen Ohren. Es fällt mir zunehmend schwer, bei diesem politischen Umsturz mit Schikanen und Freiheitsbeschränkungen, wie es sie noch nie gegeben hat, immer noch über ein Virus zu sprechen. Ich habe heute keinen Zweifel mehr daran, dass das Virus nur vorgeschoben wurde, um dahinter neue politische und wirtschaftliche Tatsachen zu schaffen. Dass es die Ausmaße eines regelrechten Umsturzes annehmen würde, haben wohl nur wenige geglaubt. Wenn die Leute aufwachen, falls sie noch aufwachen, ist es schon zu spät. Denn bis dahin ist manches irreversibel, also nicht umkehrbar verändert. Gegenwärtig glauben viele Zeitgenossen noch immer, dem bald ein Jahr andauernden Trommelfeuer an Angstmache. Sie kennen auch nichts anderes. Die systematische Fehlinformation mit aller Kunst der Propaganda und der Werbung wurde Teil ihres Denkens und damit fester Bestandteil ihrer Person. Wer daran kratzt, wird wie ein Dieb behandelt. Wie ein Dieb, der einen bestehlen will. Ansonsten intelligente und ehrliche Menschen machen da keine Ausnahme. Erst war wohl jeder vorsichtig, denn es konnte ja was dran sein an dieser Pandemie. Dann merkte man, dass Renitenz einem vielleicht berufliche Nachteile bringen könnte oder gar den Kindern.
Also Augen zu und durch. Auch war man für tiefergehende Debatten nicht gerüstet. Man konnte nur Befürchtungen und Vermutungen vortragen. Gegen die Leichenberge in Bergamo konnte man ohne das nötige Hintergrundwissen nicht argumentieren. Überhaupt, warum soll man etwas in Frage stellen, das gewiss in wenigen Wochen vorüber wäre? Diese erste Phase im Frühjahr will ich mit der Geschichte vom Frosch im Wasser verknüpfen. Das war die erste Phase mit lauwarmem Wasser, in die man uns Frösche geworfen hat. Jede Temperaturerhöhung wurde mit angsteinflößenden Bildern begleitet. Da waren die gestapelten Särge, teilweise Fake-Bilder von Katastrophen früherer Jahre oder aus ganz anderen Ländern. Es wurden da ein paar Dinge aufgedeckt. Kein Wort davon, dass 60% der Bestatter in den betroffenen Regionen in Quarantäne waren und deshalb das Militär die Särge abtransportierte. Auch von den krassen medikamentösen Fehlbehandlungen ahnte man damals noch nichts. Auch nicht von der Medikamententragödie. Es war auch nicht bekannt, dass in Italien durch eine Anordnung alte Corona-Patienten in Heime abgeschoben wurden, wo der Virus dann wie ein Sensenmann wütete. Dann kamen die Bilder von Massengräbern aus New York. Erst viel später erfuhr man, dass Obdachlose seit Jahren auf einer Insel so bestattet werden. Immerhin die 250.000 Corona-Toten, die lange für die USA gemeldet wurden, senkte die Seuchenbehörde auf unter 10.000, das war im Höchst. Denn nur für diese letzte Zahl sei sicher, dass sie nicht nur mit, sondern an Corona gestorben seien. Als dann ungefähr nach Ostern, die Zahl der Kranken auf Werte wie jedes Jahr nach einer Grippezeit fiel, erhöhte man die Temperatur für die Frösche eine Weile nicht mehr. In den Sommermonaten gewöhnte man sich daran und das Unken von einer zweiten Welle war zwar allgegenwärtig, aber gefühlt ganz weit weg. Für jeden, der sich außerhalb des Mainstreams informierte, fiel eine nach der anderen Propagandalügen in sich zusammen. Leider nicht bei denen, die ausschließlich auf Papierzeitungen und Fernsehen angewiesen waren. Nun wurde das Feuer unter dem großen Froschkessel wieder angeheizt. Die SPD-Frau Esken beschimpfte Skeptiker und Menschen, die ihr von der Verfassung verbürgtes Demonstrationsrecht wahrnahmen, als Covidioten, Nazis, Rassisten, Antisemiten, was aber so weit von der Realität entfernt war, wie es eine Lüge nur sein kann. Die Bürger, die für ihre Bürgerrechte und Freiheitsrechte auf die Straße gingen und in alternativen Medien aufzuklären versuchten, revanchierten sich milde mit dem Bild von den Zeugen Coronas. Meiner Ansicht nach sind diese Covidioten, wo ich dann ja auch dazu gehöre, wobei der Begriff schon ziemlich schwach ist, denn normal ist er ja abgeleitet von Religioten, was von Linken gerne gegen gläubige Menschen gebraucht wird, also Leute, die der Religion eben immer noch nachlaufen, die werden quasi als Idioten bezeichnet. Und diese Esken, diese SPD-Vorsitzende, die hat es einfach auf die Corona-Leute umgelegt. Also es ist völlig der Quer, denn
die sind ja Skeptiker, die wollen ja aufklären und sind ganz sicher keine Covidioten. Eigentlich ist das wieder Orwellsche Sprachumkehr. Eigentlich müsste man die Zeugen Coronas mit Covidioten bezeichnen, aber bleiben wir dabei. Vielleicht wird Covidiot noch einmal eine Ehrenbezeichnung. Ab den großen Demos in Berlin, mit schier in Vergessenheit geratener realer und psychischer Gewalt, spürte die Regierung wohl, dass ihr die Fälle ein wenig davon schwammen. Man versuchte mit Schikanen aller Art, die Leute zu kriminalisieren und in irgendeine Ecke zu stellen, was aber jeder, der die Bilder sieht, und es gibt da unzählige Videoaufnahmen von den Demonstrationen, jeder kann sehen, das ist eine Mischung der Bevölkerung. Das sind Alte und Junge und Bürgerliche und Alternative und wahrscheinlich auch ein paar Esoteriker und ein paar Linke auch, ein paar sollen ja dabei sein. Sehr viele, die früher den Grünen zugerechnet wurden. Große, kleine, dicke, alte, Frauen, Männer, doofe, kluge, ein Schnitt durch die Bevölkerung. Und sie vereinte eigentlich nur das Ziel, dieser neuen Diktatur zu widersprechen zu müssen, dass man ihnen nicht vorwirft, was man unseren Groß- und Urgroßvätern vorwirft, dass sie sich nicht gegen den Hitler gewehrt haben. Aber wir sehen jetzt, wie das läuft. Selbst in dieser aufgeklärten Zeit mit so vielen Medien, der Einzelne hat überhaupt keine Macht. Und vor allem, wenn die Medienmacht so zentral gesteuert wird, dass zur Gehirnwäsche wird, dann. Aber selbst wenn das nicht wäre, der Einzelne kann sich nicht wehren. Dann kommen jetzt ein paar Träumer daher und sagen, ja, Generalstreik, alle auf die Straße. Das schaffst du nicht aus den bereits eingangs erwähnten Gründen. Jeder versucht halt irgendwie durchzukommen. Und das ist keine Sünde, das ist auch ein Menschenrecht. Der Mensch muss kein Held sein und sich für andere opfern. Er ist erst einmal für sich und seine Familie verantwortlich. Das sage ich jedem, der Leute, die jetzt brav mitlaufen, kritisiert. Nun wurde damals im August, September der Froschkessel stark angeheizt. Dabei war zu dieser Zeit der PCR-Test schon längst als Gaunerei entlarvt. Alleine mit der Feststellung seines Erfinders, dass der Test nicht für die Feststellung einer Infektion geeignet ist. Doch das Regime weitete die Tests aus und fand natürlich auch entsprechend mehr positive. Da konnte noch so oft darauf hingewiesen werden, dass positiv nichts über das Finden irgendwelcher Krankheitssymptome aussagte. Bei den allermeisten fehlten sie vollständig. Doch es begann eine Hexenjagd, eine Kontaktverfolgung, eine Arretierung von Verdachtsfällen, die die Wirtschaft schwer trafen und die Bevölkerung in Panik versetzten. Was für eine Horrorvorstellung, dass man dich positiv testet und deine ganze Familie dann in Quarantäne kommt und beobachtet wird und falls sich das wirklich bestätigt, dann dein ganzer Freundeskreis, dein Arbeitsplatz, alles wird damit erfasst. Es ist ein unglaublicher Terror, was damit durchgeführt wurde, ein an den Pranger stellen. Ich finde keine Worte mehr dafür. Mittlerweile wurden die Daumenschrauben immer fester angezogen
und selbst den Kindern nach den großen Ferien im Sommer die Atmung behindernde Masken aufgezwungen. Plötzlich wurde ein Inzidenzwert eingeführt, ein Vergleichswert, der irgendwo hochgerechnet wird von positiven Tests. Eine reine Luftnummer, eine Augenwischerei, eine Verblödung der Leute. Die Bevölkerung wurde gezwungen, ihre Gesichter zu verbergen und voneinander Abstand zu halten. Das Corona-Regime, das Seuchenregime unter der Merkel schaffte es sogar, jeden, der sich gegen diese Zeichen der Demütigung und Unterwerfung wehrte, als rücksichtslos und gemeinschaftsschädlich hinzustellen. Spätestens ab dieser Zeit wurde das Feuer im Froschkessel nun richtig angeschürt. Da einige Gerichte den Wahnsinn mit nicht regierungskonformen Urteilen ein wenig bremsten, wurde im Schweinsgalopp ein Seuchengesetz durchgesetzt, mit dem sich das Parlament praktisch entmachtete und die wichtigsten Bürgerrechte des Grundgesetzes außer Kraft gesetzt wurden, was auch die Gerichte lahmlegte. Mittlerweile herrscht das Seuchenregime mit großer Härte. Beinahe jeden Tag, manchmal glaube ich sogar mehrmals am Tag, je nach Bundesländern, die Meldungen, die da ankommen, die sind widersprüchlich und keiner weiß mehr, an was er sich überhaupt halten muss. Beinahe jeden Tag werden neue Anordnungen erlassen. Nächtliches Ausgangsverbot mit Strafen von 500 €, wer in der Nacht auf der Straße erwischt wird. Immerhin wird er noch nicht totgeschossen. Keine Ahnung, ob das die nächste Stufe ist. Als wenn in der Nacht ein Spaziergänger irgendjemanden anstecken könnte. Alkoholverbot, Bierverbot in Bayern, auf öffentlichen Plätzen, Biergärten und so weiter. Früher hätte es dann Bierkrieg gegeben. Heute senken alle den Kopf und denken, es wird schon vorbeigehen, wenn ich nur lang Uhrstart bin. Hausarrest haben wir schon gehabt, Ausgang nur zu lebenserhaltenden Zwecken. Einkaufen nur noch im Landkreis, also Lebensmittel. Zensur im Netz, Aufrufe zur Denunziation, Polizeikontrollen, auch in den vom Grundgesetz geschützten Privatwohnungen. Kurz Willkür, Schikane, psychischer Terror. Und immer mit dem Ziel, die Menschen einzuschüchtern, sie zu trennen, die Familien zu zerschlagen und so weiter. Nun beginnt das Froschbad in hohes Fieber überzugehen. Keine Ahnung, wie weit die Temperatur noch erhöht werden soll. Wer sich nicht für gentechnisch verändernde Impfungen, also für gentechnische Menschenexperimente hergibt, der wird wohl noch längere Zeit in Siedetemperatur gehalten. Und der Gipfel an Perfidität, an Teufelei, die Kanzlerin, die unser ganzes Zusammenleben und die Gewerbe zerstört hat, gigantische Summen an Steuergeld an Konzerne ausschüttete, die stellt sich heute Mitte Dezember hin und dreht den Spieß um und beschuldigt die kritischen Teile der Bevölkerung, die auf die Wiederherstellung der früheren Grundrechte, Freiheiten und ihre Lebensweise drängen, die beschuldigt die, unsere Lebensweise zu zerstören. Kann man die Wahrheit noch schlimmer verdrehen? Dagegen ist der Roman 1984 von George Orwell eine nette Geschichte. Wie soll es weitergehen? Man kann nur gespannt sein. Ich hoffe, dass wir es überleben. Ich
Ich habe jetzt vor, wieder mal eine Weile Pause zu machen mit meinen Beiträgen, weil ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen wir, dass mit dem länger werdenden Tag dann auch wieder ein bisschen Licht in unsere Welt scheint und dieses Regime, das heute herrscht, vielleicht doch noch gebremst wird von Gerichten. Die sind unsere einzige Chance.